Nein, das ist jetzt voll behindert. Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Birger, und erst einmal habe die Ehre 2018. Es hat jetzt ein wenig gedauert, bis das nächste Video kommt, und das nächste Video ist auch kein How-To. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich es rauch aufgehört habe? Schaut nicht so aus, aber das ist so. Wir machen heute mal ganz was anderes. Ich habe euch auf YouTube gefragt, zwingen wir ihn oder zwingen wir jemand anderen? Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig zu mir erklären. Folgendermaßen schaut die Sache aus, da rede ich jetzt auch gar nicht lang rundherum, fangen wir es so. Erste Frage, könnt ihr euch an das nur erinnern? Es scheißt euch wirklich gar nichts, gell? Der Oktoberfest Curry King. Das darf doch nicht die Wahrheit sein. Ja? Zweite Frage, kennt ihr den? Hallo ihr Lieben. Wenn ich das schon sehe, dieses Gesamtbild, nimmt's mich schon. Wenn nicht, dann kennt's ihn gleich. Ich war mir ja nicht so hundertprozentig sicher, ob's irgendwelche geistig schwerbehinderten Leute gibt, die diese Scheiße kaufen, fressen und am Schluss auch noch für gut finden. Aber, um euch das jetzt etwas näher zu bringen, schauen wir uns einfach mal an, was er tut. Hier ist eine echt geschnittene Weißwurst drin. Eine echt geschnittene? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder wie es ihr kennt, aber ich teile nicht das Schweine und schürt mir dann Zwischel ganz ins Maul. Ich weiß es nicht. Ist doch nicht vorgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal eine Weißwurst gegessen habe. Du weißt nicht, ob du schon mal eine Weißwurst gegessen hast. Ich weiß nicht, ob ich das falsch finden soll oder sogar noch einen Teil entschuldigt von dem, was du jetzt gleich tust. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall Team braune Bratwurst. Team braune was? Braune Bratwurst. Team braune Bratwurst? Ich glaube eher Team braune Kack. Aber ihr habt euch den Curry King gewünscht. Ihr habt euch den Curry King gewünscht. Welcher geistig umnachtete Vollidiot wünscht sich einen Oktoberfest Curry King? Da muss ich fast nochmal hinten nachschauen, welcher Vollspast das in Kommentare eingeschrieben hat bei ihm. Der ist gleich als nächstes dran. Den Wunsch konnte ich nicht abschlagen. Warum nicht? Vielleicht schmeckt mir das sogar. Nein! Tut es nicht! Und wenn, dann... Was super lustig ist, auch wenn man das immer so im Detail liest. Guck mal. Petersilie ist hier drin. Ist das nicht lustig? Die Petersilie ist so lustig! Die Nährwertangaben sind natürlich wahrscheinlich auch sehr spannend. Na, die Nährwertangaben sind nicht interessant, weil die Scheiße keiner frisst! Glaube ich. Stecht auf jeden Fall die Folie ein, sonst explodiert das Ganze wahrscheinlich in der Mikrowelle. Steck die Folie ein, sonst explodiert die... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kommt selten vor, dass ich manchmal nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich bin echt mal gespannt. Es riecht gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Oh. Hoppala. Nichts passiert. Das ist Weißwurst. Gibt's irgendwas Peinliches, wie wenn ein Ossi versucht, Borisch zum Schmatzen? Nein, ich glaube nicht. Falls doch, dann zeigt es mir bitte. Und jetzt kommt natürlich auch noch die Petersilie drüber. Die Petersilie schon wieder. Und da ist sie, die gute Weißwurst von Maika. Juhu. Es ist wirklich unfassbar. Da haut's der Gockel aus der Jogginghosen raus. Unfassbar. Trotzdem habe ich ein bisschen großen Respekt davor, wie es gleich schmecken könnte. Er hat ein bisschen großen Respekt. Ein bisschen großen Respekt. Oder? Du bist doch aus der Lebenshilfeausbruch. Das gibt's nicht anders. Ich sollte es jetzt wirklich mal essen. Das ist für mich tatsächlich eine kleine Mutprobe. Mutprobe? Die eigentliche Mutprobe ist darin bestanden, dass du das Ding überhaupt kaufst, in der Hoffnung, dass der Kassiererin nicht ins Gesicht scheißt, du Okay, bitte nachher halt auf. Wenn's mir jetzt verzeihen möchtest, dass die Scheiße ja noch gut ist, dann plädiere ich drauf, einen Kasten zu mir finden. Ich spend sogar Geld dafür, dass wenn ich meine Faust in den Kasten einsteckt, dass die unweigerlich aus seinem Monitor rauskommt. Und ihm da trifft, wo's treffen soll. Ich finde das echt lecker. Guck mal, ich esse schon die 4. Wurst mit euch zusammen.
Das Einzige, was ich da bedenklich finde, ist, dass er das 4. Stück Wurst frisst und noch nicht tot umgefallen ist. Fragwürdig. Und ich finde, es schmeckt sogar sehr gut. Ich bin jetzt nicht der Weißwurst-Experte, wisst ihr ja auch, aber ich... Ganz ehrlich, ja, das hätte man jetzt ein Depp auch sagen können. Und genau, sehene, sind das Problem an der Geschichte, dass der Maika-Depp überhaupt auf das sehene Idee kommt. Ich hab nicht oft einen guten Tag, aber manchmal habe ich einen guten Tag, da denke ich einmal kurz nach. Und dann habe ich mir gedacht, wie kommt man auf das überhaupt? Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und dann ist mir irgendwann einmal eingefallen so, ich hab glaube ich herausgefunden, wie Maika diesen Dreck auf die billigste Art und Weise produziert. Die müssen, glaube ich, noch nicht einmal viel dafür tun. Außer anstatt der geschissene Currywurst in einer Maschine zum Stecker, eine Weißwurst, wenn man das so nennen kann, eine zum Stecker und dann passiert Folgendes. Jetzt pass auf, dieser ganze scheiß Oktoberfest Curry King besteht ja aus ganz wenigen einfachen Dingen. Die scheiß Pommesgabel ist gleich aus Holz, die ist auch beim Curry King so. Dann gibt's anstatt der Backerl Currypulver, gibt's ein Backerl Bäderseepulver. Okay. Nicht viel zum ändern. Steck ich halt anstatt in meine Currypulvermaschine, steck ich halt ein Bädersee ein. Ole, ole. Hätten wir schon das erste. Dann, anstatt der Currysauce, wirf ich einfach, weiß ich nicht, 2, 3 Eimer süßen Senf da um eine. Und, das Allerschlimmste natürlich, anstatt der Currywurst in diese Schneidemaschine, wirf ich halt eine Weißwurst ein. Das ist übrigens wahrscheinlich auch der Grund, warum die draufschreiben, in Eigenhaut. Weil's sogar noch zu faul sind, dass die Haut oberderen. Ja, Kruzifix, geht's nur eigentlich noch beschissener? Mir fällt nichts mehr ein dazu. Ich weiß nicht, wer dümmer ist. Der Maika-Depp, der andere, der es probiert, oder die Leute, die sich das da anschauen, oder die sich das anschauen, oder ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht, wo dieser ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ganz einfach, ganz ehrlich, ich wiederhole mich nur ungern, aber ich wiederhole mich. Wer die Scheiße kauft, frisst und im allerschlimmsten Fall noch sagt, oh, das ist gar nicht mal, das ist gar nicht mal so unlecker. Gott, halt dein Maul, ich kann schon wieder, da kann das, und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Der kann sofort auf Deabonnieren klicken. Für alle anderen, wir können auf Abonnieren klicken. Ha! Im Grunde war's das auch schon. Ich wollte euch nur in Kenntnis darüber setzen, was für ein unterbelichteter Haufen, Idiotenhaufen da draußen umeinander rennt. Macht's es gut, wir sehen uns im nächsten Video. Habe die Ehre.